So, wir sind heute Abend am Kinepolis am Mikrenhai. Der Gesicht den Angang als ganz cool belicht. Heute Abend geht den neuen Screen X angeweiht. Ich weiß nicht, ich will direkt ein Hai. Die riesig Leinwand, die Hai über Decker River geht. Das ist aktuell noch keiner am Saal, da fehlt schon ein Kegesteuer. Du hast dann den neuen Saal. Da sind heute Abend mal auf der Abweihung. Und du gucken wir alles mal an, was das dann heißt so zu bieten, also was der Saal so zu bieten hat. Wir gucken uns heute Abend den Maverick an. Ich bin ganz gespannt. Ich gehe mir erst gut dann, wann der Film rüber ist. Ich mache noch ein paar Aufnahmen hier so einfach so ein bisschen runter. Und dann gucken wir weiter. Hunne sto e klengen Andruck gin wat als du op der Ouverture vom Screen X Geburde gouf Kinepolis dofir neike grosse Merci fir d'Invitation fir dass man de Saal als du enker kon gucken an als Film Maverick an dem Saal konnte gin. Ich denken de Film war schon gut herausgewählt fir der ganz zu präsentieren wie Screen X funktionäre soll. An ech kilo einfach még unverblimmte Menungheit zu dem Saal of, wéi mir dat ganz gefallen huet. Ich gifir mal enke e bisssen en Anblick, wat die aner Leute vun der gehalen hun, wann den Leute mat de Leute rundem gesperrt huet. Viele Leute waren ziemlich begeert vom Saal, die hun dat wirklich cool fand. An muss soen, dass die Immersion dat funktioniert schon recht gut. Trotzdem ass op de Seiten as so klengen Rand ze gesehen, wo Bildschirm an Mauer so übergeht, weil Mauer as quasi dann zum Bildschirm gehen, dat gesagt ein bisschen. Auch Bild selber gött ein bisschen wie Flu, wann so Mauer projiziert geht, das aber lohn nicht weiter tragisch, weil das projiziert sich sowieso alles so auf der Seite. Ne? Das heißt, guck den nicht auf die Seite, auf den Ekran für du etwas zu sehen. Das möchte ich nicht. Das heißt, das alles schüsst, weil den so seitlich für die Immersion ein bisschen so sieht. Und ja, das funktioniert recht gut. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass ein Film dann den Moment komplett an dem Screen X zu gesehen hast. Mir das ist nicht der Fall. Den Film ist just dann an der Panorama-Sicht zu gesehen, wann die Szenen noch dafür gemacht sind. Das ist am Maverick waren das den Moment die ganz Dogfights, die ganz Fluchtsequenzen sind so dran gemacht gehen. Das wird dann doch schon ganz gut gewirkt. Da noch den Joker gucken. Da hat es sich mal nicht ganz erschlossen, für wer den an seiner Panorama-View hat müssen sehen. Ich habe nicht ganz nachvollziehen können. Also Maverick lung schon für mich mehr op der Hand, dass das so kommt man oder dass er so gemacht gouf. Ich kann absolut nur vollziehen, dass dat wirklich feiert, dass dat cool findet. Ich für mein Deal empfandet aber echt als eng Spielerei. Für mich ist nicht wirklich so, dass ich so ein Film spezifisch gern unbedingt von dem Film rauskommt, muss ich den an dem Saal gesehen. Du hast für mich ein IMAX nach immer ein Deut besser. Die Seitendeler, das mischt für mich nicht so krasse Mehrwert aus, wie das ich so ich gehe just nach Sachen an der Screen X gucken. IMAX hat mich schon noch immer ein bisschen mehr geflasht. Für mich ist das ganz einfach ein bisschen eine Spielerei, die mich aber auch nicht weiter rausbringt. Beim 4DX war das bei mir besonders, dass da war viel Sachen dran, die mich einfach aus dem Konzept tun, die mich einfach irritiert tun. Und wo ich noch ein Jahr gucken, da so gedacht tun, boah, ich brauche das nicht mehr, ich gehe das nicht mehr, ich gehe nicht mehr in der 4DX gucken. Ich denke, für Kanner ist das bestimmt ganz flott, ganz witzig, ganz interessant, auch für mich wird das mehr rausbringen. Und der Screen X bringt mich nicht raus, aber das ist nicht so, dass ich so ein, boah, krass, just nach Screen X. IMAX steht für mich danach immer ein bisschen mehr raus. Auch eine Sache, die ein bisschen nervig ist, als dass der ganze Saal geht dann mit 3 Projektoren projiziert. Du hast immer seitlich auf der Wand hast du immer noch immer einen Projektor hängen, links und rechts jeweils einen Projektor, den dann die anderen Mauern projizieren. So ein Projektor, den hat Lüfter. Bei ganz ruhigen Momenten, also wenn der Film nicht ein bisschen Soundkulisse hat, hat er den schon bald nicht mehr, wenn natürlich ein bisschen mehr hat, hat er den gut nicht mehr, aber wenn die Szenen wirklich ruhig sind, dann hat er den die Lüfter drehen. Und da das etwas, was mich am Kino tatsächlich steuert, für mich ist Sound
steht für mich über Film es sind nur ganz kritisch dran es sind nur sehr aus dem Konzept zu bringen an da tun ich ein bisschen schuld von okay für mich ist das ein bisschen nervisch aber nach kein Dealbreaker etwas lo net dass das nirgend run dass da nirgend einen Gaming PC sitzt den op Heichtoure lebt sowas dat auch nicht aber da so liegt so bei den her aber ein Thema wird unbedingt muss ungefallen wird unbedingt muss thematisiert gehen als den Preis und du muss ich so wann ich den Preis wann ich alkes der Preis des ScreenX miss bezahlen dann hättest du ehrlich gesagt kein Bock drauf weil wann in den Film am ScreenX für gucken Kastat sagen schreibe 19,30 € für normale Sitz 22,30 € für ein cozy Sitz am dat fand ich happisch ich gehe just gerade einen Vergleich gucke wer den IMAX Ticket kostet aber ich fand das auch schon viel Geld und das für mich dat wird Salma soll bitten eigentlich nicht da werden einmal das nach AKC weil ein Euro Medaille es sind lo an dem Privileg dass ich als Press eben die Filme kann gucken gehen Gott sei Dank nicht für die Masse und Filme die ich gucke für mein Content zu machen nicht so Suche muss ausgehen mit die Suche muss ausgehen und wenn ich mir aber bedenken dass ich all Chaos so die 20 € misst henkelose für Film gucken zu gehen das ist mega krass das ist mega teuer lo wann den dann noch allein geht dann kann ihn da noch so hinwellen lo mal ugeholt es geht den als dreikappisch Familie so Film gucken und dann hört den ganz sehr matte Snacks am Gedrängs denkt nicht relativ sehr 100 € gedreht ne aber wann den dann noch recht man dann noch nach Parking dabei ne gut Bellwahl kriegt ihn dann immer den Ticket dann so validiert aber wann den richtig lange Film gucke geht dann über Zeit das da lese ihn aber nach ein Suchen am Automat henken Tisch also so als Familie den du richtig zu Käsegebäude und da kann so ein Ausflug an de Kino schon ein richtig steuern Invest gehen ne? Also für mich aus den ScreenX eng Spielerei ich fand ganz cool dass Kinepolis seht haben wir so an Grab aber wir bringen auch Neuerungen auf Lützeburg an de Kino also da muss ich einfach muss so da muss sie löwen wir bleiben ha net stoen an den Technologien dat op gut Fall do wenn er ganz groß läuft darunter dass man so Sachen aber kreen dass so Sache Gebäude gehen für mich den IMAX noch immer besser an ich gehe nach immer Laserfilm an den Laser Ultra gucken du nicht méi Spaß da los der Schnitt von mir den anderen holen tastet enke aus von der 4 wat sich sieht tastet wirklich aus weil et sie genug Leute aus dem Kino kommen die wirklich geflasht werden die dat wirklich richtig cool von tun du wenn der kann sehen dass ich einfach ni ein bisschen ein Grumpy Ausstellung dazu also ein ja pickt mich nicht aber für einer Leute vielleicht da das ist auf jeden Fall Menge eierliche Meinung zum ScreenX trotzdem aber do für ein große Merci Kinepolis für die Invitation für dass ich mal die Saal konnte gucken gehen voilà. Erzählt mal gerne in den Kommentaren was dir davon hat wer die von den Preise halt auf dem Saal halt das sind zwei Themen die ihn definitiv beschwätzen kann an dem Sinn verabschiede ich mich wünsche ich dir noch ganz viel Spaß am Kino mit dem neuen Saal Bellwahl ScreenX ciao.